ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Und wie versprochen gehen wir direkt in die Seehöhle. So, erstes Rätsel. Schalter A. Brücke Dele nehmen wir. Brücke basteln. Neue Gegner attackiere. Und Moskito Killer. So. So läuft das. Waschbrett haben wir noch gekriegt. Geil. Mal gucken, ob wir uns gleich damit ausrüsten können. Nö, das geht nicht. Das geht für Maxim zumindest mal nicht. Aber für einen anderen Charakter vielleicht. So, komm her, du. Und sexistisch, wie das Spiel in den 90er Jahren halt ist, könnte man sich denken, dass Waschbrett wahrscheinlich für ein weiblicher Charakter ist. Ne? Hier haben wir jetzt schon einen blauen Blob. Bio-Blob. Von mir wird es natürlich nicht unterstützt, dieser Sexismus. Dass Frauen ein Waschbrett als Schild haben sollten, das ist schon ziemlich ranzig, um ehrlich zu sein. Okay, durch unseren Levelaufstieg haben wir jetzt 5 mehr KP, 5 mehr MP, 4 mehr Bewegung und magische Abwehr ist MGA, glaube ich. Gut, hier geht's weiter. Der gute Hadeskäfer. Ich glaube, das richtet sich. Ja, ich glaube, ich weiß, wie das Rätsel nochmal funktioniert. Ups, jetzt habe ich aus Versehen den anderen angegriffen. Naja. Stecke ich halt immer mehr Schade ein. Ich kann sie vertragen. Wenn man aus eigener Dummheit so verreckt. Das ist schon ziemlich blöd. Okay. So. Uiuiuiui. Du fieser Hadeskäfer. Kraftwasser oder wenigstens. Das wollte ich nämlich gerade nehmen. Kann man nämlich jetzt... Ach, sehr gut gebrauchen, das Zeug. So, dann ist hier noch so irgendein komisches fliegendes Geschöpf. Und zwar 2 Adler. Wir haben leider keine Zornesattacke für die Biester parat, weil die sind ziemlich stark. Ja, so hatte ich das in Erinnerung. Die sind relativ zäh, die Biester. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ja. Für eine reicht's. Und jetzt machen wir mal hier den Zauber stark. Heilt ein bisschen mehr als das Kraftwasser. Aber ihr seht, hier müssen wir dringend trainieren, damit diese Biester nicht so übel abgehen bei uns. Und unser MP spielen ab jetzt auch eine Rolle. Da wir den Heilzauber haben, müssen wir uns auch hier entsprechend hochheilen, wenn was war. So, halten wir eine Gaul an. Zack. Und der Frosch bleibt noch aus. Du greifst zuerst ab. Babyfrosch. Apropos, bei uns hat sich jetzt seit einer Woche circa ein Wasserfrosch im Teich niedergelassen. Das ist sehr schön, wie ich finde. Denn sein Gequake ist äußerst beruhigend, wie ich finde. Und er wartet Abstand anzugreifen. Finde ich auch sehr fair. Gut. Ja, es macht einfach Spaß. Ich mag Frösche sowieso sehr gern. So, dann habe ich zuerst gekillt, dann den hier und dann den hier. Und jetzt geht die der auf. In der richtigen Reihenfolge abgeschossen. Öffnen die Pfeile einen neuen Pfad. Aha. Aber erst einmal steigern wir unser KP und MP wieder. Und dann geht's weiter. In den nächsten Raum. Die Seehöhle, Untergeschoss 2. Und ab mit dir, du dreckiger Hadeskäfer. Södele. Hier erwartet uns nämlich eine optionale Waffe, die wir hier abstauben können. Und es ist der Krabbeltöter. Hätte ich mal dran denken sollen, ich depp statt unnötig Geld für mein Dolch rauszuschmeißen, ich Eumel. Krabbeltöter macht einer weniger, sehr hilfreich gegen Insekten und Spinner und Bomber trifft alle Gegner. Tja, muss jetzt halt wohl so sein. Gegen die Hadeskäfer ist es natürlich unübertroffen. Und da kann ich euch ja gleich immer so Zornesattacke vorführen. Ja, okay, wenn es mehr Gegner wieder sind. Sag mal du. So, wir machen die jetzt einfach noch platt wegen der Erfahrungspunkte, die die Biester bringen. Und es ist wieder nur einer. Schade. Die wollen anscheinend nicht, dass ich euch den Bomber zeige. Das finde ich löblich, wenn die Biester abwarten. Später gibt es auch Orks als Gegner, die als Schweine dargestellt werden, warum auch immer. Und die haben dann als entsprechendes Wartet ab
Kommando Oink Oink. So, jetzt zeige ich euch erstmal das hier, dass es jetzt 25 Schaden macht. Also gegen solche Insektegegner ist der Krabbeltöter wirklich richtig gut. Aber das impliziert ja auch schon der Name. So. Dann heilen wir uns mal wieder. Ist immer schön, wenn es gratis Heilung irgendwo gibt. So, da. Ja, ich hätte wirklich Geld rausschmeißen sollen für den Quatsch. Für den Dolch. So, machen wir erstmal eine Bio-Blob platt. Weil der Proto-Blob macht, glaube ich, überhaupt keinen Schaden mehr bei uns. Genau. Das... Ach, ich depp. Jetzt habe ich mich ja noch verklickt. Na, egal. Wir vertragen hier oder schade. So. Und hier haben wir noch einen Insektegegner. Die sind mittlerweile keinerlei Problem mehr für uns. Und tot. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Der Mutige springt und findet den richtigen Weg. So. Hier geht's runter, aber wir müssen einen Schalter betätigen. Ich glaube, der hier war's. Genau. Da kann man nämlich hier aufmachen. So, wieder 2 Adler. Die wieder ordentlich Schade bei uns reißen. Jetzt kann ich es aber mal wagen, euch die Bomber zu zeigen. Macht genauso viel Schade, wie wenn ich die Enseln angreife. Deswegen habe ich den anderen nochmal so verletzt. Und das müsste jetzt ein Gnadenstoß sein. Und für Maxim wieder Levels. Sehr gut. So habe ich mir das gedacht. Wir brauchen ja die Levels. Warte mal. Genau, da geht es eigentlich weiter. Ups, da kann man speichern. Das machen wir. Ach, renn doch außen rum. So. Gut. Dann machen wir weiter. Aber ich will ja hier, wie gesagt, jeden Kampf mitnehmen, den ich krieg. Ui, den Ende habe ich sogar schon gekillt damit. Das ist natürlich sehr gut. Und nach hier war es das Finale Grande. So. Kommt her. Weil bevor wir hier weitermachen, möchte ich auf jeden Fall auch natürlich die optionale Räume ausplündern. Aber ich habe ja schon angekündigt, für das Let's Play nehme ich mir definitiv die Zeit, weil ich will es einfach nicht haben, in einem Dungeon zu sitzen. Wo ich dann wirklich zu schwach bin teilweise für Gegner, wo es dann wirklich nur frustriert gegen die Gegner zu kämpfen, weil man zu schwach ist. Deswegen wird es wirklich ein sehr kampflastiges Let's Play. So, zack. Das macht es ja nur mit normaler Angriffsstärke, aber das reicht uns auch. So, da geht's auch noch wohin. Ein Adler. Ja, das hat leider nicht für ein One-Hit-Wonder gereicht. Oh, scheiße. Die ziehen ordentlich ab, diese Adler. Und nur heilerig machen. Und dann geht's weiter. Zack, zack. Kraftsaft. Perfekt. Maxim pumpe ich natürlich so gut wie ich nur kann auf. Das war erhöht Stärke, genau. Mol wieder um 3. Und hier gibt es sonst nichts weiteres. Also gehen wir weiter in den Raum. Und hier haben wir auch noch ein kleines Rätsel. Ihr könnt euch vorstellen, durch die Türe kommen wir so nicht. So, genau. So war das. Dann kommen wir hier nämlich Abo hier. Warte mal, machen wir so. Die machen wir lieber beide auf einmal platt, wenn wir die Möglichkeit durch die Bombe haben. Dann schlucken wir auch nicht so viel Schade. Sehr gut. Und dann nochmal Zauber. Und hier geht's runter. Und hier sagt uns der Hinweis, ein Dreieck, dessen Spitze nach oben weist, birgt die Lösung. Das heißt, wir müssen dort hier. Der dort hier. So, und da kommt schon. So und so. Haha. Und weiter geht's. Schlüssel erhalten. Ja, eine blaue Truhe sind immer die wichtige Sache. Das muss ich einfach aus Ästhetikgründen jetzt machen. Ja, in einer blauen Truhe sind meistens immer relevante Gegenstände, die auch nicht einfach so weggehen und verbraucht werden können.
sondern die für irgendwas taugen. Manchmal können auch Gegenstände drin sein, die ähnlich sind wie der Pfeil, die wir unbegrenzt zur Verfügung haben, um Gegnern zu betäuben oder andere Sachen damit zu machen. Aber zu den Dinger kommen wir auf jeden Fall noch. So, das dort hier. Und... Hey! So ein Mist! Hat der Frosch mich tatsächlich überrascht. So viel zu der Aussage von dem alten Opa, dass manche Gegner flotte Flitzer sind. So, oder? Jetzt kommen wir gleich zu einer Lieblingspassage von mir. Hinter dieser Tür liegt der Weg in dein Martyrium. Ja, ich mag das eigentlich schon ganz gern, diese Passage. Hier können wir dort hier und hier sehen wir, was uns erwartet. Ganze Reihe voll von Gegner. Heilsirup, sehr, sehr geiler Gegenstand übrigens. Heilsirup stellt Kampfkraft wieder her und füllt KP und MP vollständig auf. Das ist sozusagen unser Geheimtrick, unser Ass im Ärmel, wenn wir wirklich absolut down sind. Und jetzt kämpfen wir uns hier durch diese ganze Riege von Gegner durch, um an Endgegenstand zu kommen. So. Das gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte wie noch was. Die können wir definitiv gut gebrauchen. Also nichts wie durch. Und jeden Gegner mitnehmen, den wir hier zur Verfügung haben. Zack. Sehr schön. Als weiter und weiter. Stirb! Zwischendurch auch mal wieder heile. So rum. Ursprungszauber wollen wir hier nicht machen. Sonst haben wir den ganzen Quatsch wieder von vorne. Joink. Jawoll. Einer ist schon kaputt. Das heißt, da können wir wieder drauf kloppen normal. Und dann war's das. Und als weiter. Unsere Zornpunkte sind gerade so down, dass wir da nichts machen können mit Bomber, glaube ich. Für solche Gegner mag ich es dann auch nicht verschwenden, sondern lieber wieder, wenn wir 2 Adler haben. So. Pilzilein. Die machen mittlerweile nur noch der Watz bei uns. Und... nimm die lang. Die könnten fürs erfüllte, fürs Level sorgen, fürs Ersehnte. Ja, da reicht's leider nicht. Aber nur noch könnte ich einen Bomber starten nochmal. Einer geht auf jeden Fall drauf. Sehr gut. Wow, Mann. Dann der noch. Und dann haben wir's. Perfekt. 9 KP mehr, ein MP mehr und ein Stärkepunkt mehr. Jaguar-Ring gefunden. Super. Was macht dann der? Ups, warte mal. So rum. Die haben wir hier, die Ringe. Das macht unsere Abwehr um sage und schreibe 5 Punkte hoch und unsere Bewegung um 10. Erhöht Bewegung teilweise. Speedy haben wir dann auch noch als Zornesattacke, erhöht im Kampf die Beweglichkeit. Das heißt, wir sind dann einfach schneller dran. So, dann heilen wir uns nochmal kurz. Und dann sollte man nochmal hochgehen, um unser KP und MP nochmal zu restaurieren. Dann können wir auch noch mal speichern und dann geht's weiter Richtung Endboss. So, aber erstmal wieder die Gegner platt machen. So. Weil der Boss ist auch nicht gerade ohne für unser geringes Level. Der hat ein paar Attacken drauf, die ziemlich mit Schmackes fungieren. Deswegen, der kann ein bisschen was reinreißen, wenn er will. Daher sollten wir ja nochmal die ganzen Gegner und die Erfahrungspunkte mitnehmen. Kraftwasser, perfekt. Ja, warte mal, wir kommen direkt zu dir. Jawohl, super. Aber ich möchte auf jeden Fall mal MP und mal KP aufgefüllt haben. MP-Heiler ist halt nicht so leicht. Dafür haben wir noch nicht die Gegenstände so sehr. Aber wie schon versprochen, ich nehme hier jeden Gegner mit, der meinen Weg kreuzt. So, du zuerst. Bio-Blob. Perfekt, die können wir auch schon One-Hitter. Also es hat sich auf jeden Fall auch wieder hier gelohnt, jeden Gegnerkampf mitzunehmen. Da wir so auch schnell leveln und wir somit auch
wesentlich besser Schade ausdehnen und nach Eis stecken können. Hier ist es jetzt eigentlich egal, wie viel ich Eis stecke, weil wir sind sowieso direkt davor, unser KP und MP aufzuladen. Super, super, super. Jetzt läuft das dann mittlerweile so, wie ich mir das vorstelle. Komm her, du Frosch. Froschi? Warte mal. So. Komm her, du. Na, kommst du wohl her? Gibt's denn das? Das gibt's doch gar nicht. So, geht doch. Ach, wenn er den Überraschungsangriff hat. Ist egal. Gut, Moskito zuerst. Der hat nämlich so einen fieser Lebenssog-Zauber drauf. Das möchte ich nicht unbedingt haben. Und dann der Frosch. Super. Dann wird jetzt nochmal geheilt. Und dann geht's frohen Mutes direkt Richtung Bosskampf. Der Schlüssel zur Bosstür haben wir ja. Dort drin ähnelt das schon Zelda. Wo man ja auch den Master Key braucht, um zum Boss zu kommen. So. Gut. Ich nehme auch noch mit. Wenn wir dann auf dem Weg schon abfrühstücken können, dann umso besser, ne? So, hier geht's weiter. Genau, dann machen wir das so und so. Na, komm schon. Und so. Dann war das, dass wir den mitnehmen müssen. Und hier haben wir ja auch noch einen Platz gehabt, wie ihr seht, in dem Podest. Und dann können wir den hier als Brücke verwenden. Zack, weiter geht's. Der letzte Gegner vom Boss ist ein Babyfrosch, den ich noch ganz gern mitnehmen würde als Gegner. Komm schon. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht, du Froschkopf. So, warte mal. So, geht doch. Okay. Naja, die 5 Schade nehmen wir noch mit. Schade drum, ich hätte gedacht, ich könnte jetzt auch nochmal One-Hitter, aber dann halt so. Degen hat er noch gedroppt. Schlüssel benutzt und die These vom alten Mann bewahrheitet sich. Das ist tatsächlich ein Fisch. Und zwar ein ziemlich großer Wels. Gut, bis hierher ist noch niemand vorgedrungen. Geh lieber heim, bevor du dich ernsthaft verletzt. Bist du fürs Erdbeben verantwortlich? Der war ja so furchtbar langweilig. Ich hab gedacht, wenn ich die Erde beben lasse, wird jemand Kummer. Die Erdbeben stören uns, also lass es sein, Kerle. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst, aber das glaube ich nicht. Okay, es ist ein gigantischer Wels. Und, ja, wir kümmern uns um ihn. Satyrfisch. Unsere Zornesattacke helfen uns hier nicht großartig weiter. Der Fisch dealt nach wie vor gut Schade aus, wie sich das für einen Bossgegner gehört. Aber er hat noch ein paar Spezialattacke parat, deswegen sollte ich mich über 30 KP immer halten. Weil er hin und wieder einmal was Besonderes macht. Heilen wir uns erstmal hoch. Und zwar macht er ab und zu mal den Zauberschock. Uah, Scheißendreck. Die hat ja ordentlich reingefetzt. Soll ich mich sogar über 40 halten? Okay. Attacke halte ich dann noch aus. Jetzt sollte ich dringendst wieder heilen. Weil, wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt von dem Satyrfisch jetzt platt gemacht werden. Ja, das kann ziemlich heftig reinballern. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich den Zauber stark gekarft habe. So, du blöder Fisch. Mega-Beben hat er auch noch parat. Ja, das ist das, wo ich gemeint habe, ich sollte mich über 30 halten. Weil er hat 2 besondere Attacker. Aber ich weiß nicht, ob seine MP begrenzt sind für den Zauberschock. Na, das war's ja schon. Hat sich erledigt. 500 Erfahrungspunkte und 500 Gold. Satyrjuwel, das ist auch noch sehr selten, dass man das kriegt. Und zusätzlich auch noch ein Level-Abgeber. 9 KP mehr, 4 MP mehr, 6 Stärke mehr, 5 Bewegung mehr, 2 Intelligenz, magische Abwehr um 5 erhöht. Saugut.
Autsch, aufhören, ich gebe hier auf. Es wird geerdbeben, mir gebe versprochen. Ich werde ihm sie mal eine Runde Penne geben, das wird mir gut tun. Gut. Das war das erste Juwel, was wir hier im Spiel kriegten. Das Satyr-Juwel steigert unseren Mut um 20 Punkte und unsere magische Abwehr genauso um 20 Punkte. Löste schweres Erdbeben aus und somit kann ich Megabeben als Zornesattacke machen. Ein starkes Beben, was der Gegner zu schaffen macht. Perfekt. Nehmen wir doch. Auf jeden Fall. Moment, warte mal, war das auch noch was anderes? Gerade mal gucken. Nee, die anderen Werte sind unberührt davor. Okay. Gut. Na dann wieder raus hier aus dem Dungeon. Und hier sollten wir auch nicht Flucht benutzen, sondern wirklich manuell rausgehen. Aber da unsere Zeit mal wieder Kummer ist mit einer 20 Minute, ihr lieben Leute, würde ich sagen, wir sehen uns da übermorgen wieder zur Let's Play Lufia auf Pelzig bei frischem Level 9 und gespeichert. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Ian Yankee.